Nach dem Sicherheitsabkommen Australiens mit England und den USA verschlechtert sich die Beziehung zu China. Der australische Verteidigungsminister Dutton warnte davor, dass ein Krieg mit China möglich wäre, denn der Pakt ist ein Problem für China. Darum muss Australien sich vorbereiten. Der Außenminister Chinas Wang traf seinen iranischen Kollegen in Tadschikistan. Wang sagte, dass sie mit dem Iran eine engere wirtschaftliche Zusammenarbeit anstreben, insbesondere bei dem Seidenstraßenprojekt. Bezüglich Corona werde China den Iran weiterhin unterstützen. Auch in Afghanistan werde man verstärkt zusammenarbeiten. Der Präsident des Uigurischen Weltkongresses Dolkun Isa wollte in der Türkei den ehemaligen Präsidenten des Uigurischen Weltkongresses im Krankenhaus besuchen. An der Flughafenkontrolle wurde er von dem Sicherheitspersonal abgewiesen. Isa sagte daraufhin, dass er noch nie Aktivitäten gegen die Türkei begangen hat und auch nie begehen wird. Das taiwanische Verteidigungsministerium teilte mit, dass 10 chinesische Flugzeuge, darunter Kampfflugzeuge, den Luftraum verletzt haben. Taiwan aktivierte sofort seine Abwehrsysteme. Der bekannte amerikanische Investor Mark Mobius sagte, dass ein Drittel des Investitionsmarktes China gehöre. Jedoch werden viele Investitionsgelder nicht mehr nach China, sondern in Länder wie die Türkei und Indien fließen. Der Wiederaufbau der bei einem Brand schwer beschädigten Pariser Kathedrale Notre Dame kann beginnen. Das Ziel bleibe eine Wiedereröffnung von Notre Dame 2024. Zum 30. Jahrestag der kasachischen Unabhängigkeit gab der kasachische Botschafter in Istanbul eine Konferenz, um die Gedenkmünze zum 30. Unabhängigkeitstag vorzustellen.